Nodems am Hirsch krockerten eis bei ihrer Reise nach Süden nach einem letzten Konzert geboten hun, als es dann ab einmal still an der Landschaft. Natur berät sich auf der Wand dafür, lädt eine Pause an. Ganz ruhig, als es einfach auch lo an der Gewärme. Lo fängt die Zeit an, wo überall die Hecken von Hirsch, Wander bis zum Frühjahr an der Landschaft geputzt gehen. Besonders lernst du wie Feld oder Willusweg bleibt kein Heck, auch nicht der kleinste Strauch von einem alljährlichen Heckenmassaker verschont. Wie wird das alljährig geschneit und geschreddert von den Hecken lernst du leidet vielleicht darunter, dass nicht mehr so viele der Hecken an der Landschaft zu finden sind, und das Lobby von den Heckenschneider von Gemengen über Naturschutzsyndikate, Chaussee, Privatfirmen wie Einzelbauern an den letzten Jahren immer mit groß ausgehen. Ich habe mal an der Gemenge Garnisch, Kirch und Birkirch die Hecken lernst du wie genau angeguckt. An der Gemenge Garnisch gehen es nach außergewöhnlich viel wertvolle Landschaften mit schönen Heckenkomplexen. Es sind das gellige Naturoasen, deren Haut leider nimmer nach wenig gött. So zusammenhängen Hecken und Beem sind ein enorm wichtiger Lebensraum. Besonders an den Hängen sind noch so flott Heckenlandschaften verblieben. Ansonsten auch an der Gemeinde Garnisch, wie so oft, viel Kulturlandschaften mit wenig Hecken an der Gewähren. Auch lernst Feld und Willuswehr gehen es wenig Hecken. Lernstwehr wären am Oktober 2022 an der Gemeinde Garnisch die Hecken schon all geschnitten. An das Geschneit habe ich mir dann mal mit genau angeguckt. Hei, gesagt ihn, wenn Hecken Haut durch Naturschutzgesetz geschützt sind, schützt das sie nicht durch unnütz und übertrieben Pflegearbeiten. Ein schöner Naturheck, neben einem unbefestigten Weg an einer flotten Landschaft bei Garnisch. Die Heck ist weit genug vom Weg. Ein Weg steuert kein. Das Heck ist nicht nur zum Weg, wie auch noch auf der ganzen Länge an der Höhe zurückgeschnitten gehen. So haben wir hier ein sogenanntes Kastenheck, etwas, was aber gut nicht an einer Naturheck zu tun hat. Dasselbe lernst du diese Willusweg bei Hewing. Naturhecken, die auf große Längen zu monotonen Hecken degradiert zu gehen. Wie wird das alles? Das wird bezahlt vom Steuerzahler, gemacht trotz Biodiversität, Klima- und Energiekrise. Auch die Heck ist weit vom Weg weg, bräucht weder lernst du Weg, auch schon gut nicht an der Höhe geschnitten zu gehen. Wie viel wiest so ein Heck an einem Jahr? Was steht und so einer ungeschnittener Heck? Das gesagt den noch über einen Kilometer auf demselben Weg. Das Heck direkt hier auf der anderen Heck, die schon geschnitten ist, als das Heck noch nicht geschnitten. Das Heck ist an der eine andere Gemenge. Ob sie geschnitten wird, weiß ich nicht. Ja, das für zu weisen, wir werden so Hecken überhaupt nicht fair geschnitten gehen. Bullebutz oder in diesem Fall Schleif, die wies nicht an den Weg ran. Da hast du, was sie gewusst ist, die kennt nach ein paar Jahren wissen, ohne dass das irgendein Problem wäre. Wieder sind dann heinz so Einzelstreichs, wie halt Hecken raus, die wussten dann an den Weg. Die wussten da Luft noch, der Sonne noch, also lang wie die Sonne hun wissen oder nicht weiter. Die können die mit einem Sekateur wegschneiden, da braucht ihr nicht mal dicke Maschinen zu kommen. Auch hier so ein Teil von einer Heck, die das Jahr schon geschnitten ging, wo ich ja muss fahren, so weit weg, brauche ich überhaupt nicht. Das, was ich bis geguckt habe, für den paar Hecken, die wir hier gesehen haben, also du hast weit 2/3, wo ich überhaupt nicht brauche, geschnitten zu gehen. Auch schon gar nicht all Jahre. Das ist aber in der Regel, das ist nicht nur hier in dieser Gemeinde so, das ist in den meisten Gemeinden so. 2/3
von Hecken, die zu viel geschnitten gehen. Unabhängig davon, dass auch nach was geschnitten wird, auch zu viel drastisch geschnitten wird, das muss man sich überlegen. Können wir das verantworten? Können wir darin sagen, das ist etwas für die Natur, das ist ökologisch Heckepflege. Ökologisch Heckepflege wird hier erklärt. Und das lesen eigentlich ein gute Sache. Verjüngung von den Hecken, dass er neue Leben bringt, dass die Hecken nicht nur aus Bäumen bestehen, alles eine gute Sache. Aber das nicht dann aber, dass wir hier radikal den Speer schneiden, dass das doch Ökologie, das doch, was tut die Natur davon, wenn wir hier Hecken bis in einen gewissen Höhe, weit vom Weg oder im Weg, all Jahre schneiden. Was tut die Natur davon? Schneiden von Hecken, Buschrenner, das ist so breit wie. Das an Zeiten, wo man die Natur mehr respektieren, an Zeiten, wo wir drastisch Biodiversitätsprobleme haben, an Zeiten, wo wir Energie sparen, an Zeiten, wo wir alle Gute sollen mehr sparen. Also, wem nutzt das tun? Für wer ist das tun gut? Das ist unsinnig. Das ist aber leider Gottes das haut träge, nicht Ausnahme. Das ist nicht die einzige Platz. So gesehen es auf viele Plätze aus und das ist eben leider was schwer ist. Allgemein gar nicht sind viel Feldwehr als Velosphäre ausgewiesen, was enorm flott, aber grüßenswert ist. Schön ist, dass die Natur lange so wenig Chance kriegt. Dabei sind Velosfahrer auch naturfreundlich und freuen sich auch über ein bisschen mehr Natur. An der Gemeinde Kerch gibt es keine Velosphäre und noch wenig Hecken an der Landschaft. Lange Feldwehr sind die paar Hecken und Buschrenner an den letzten Jahren all Jahre zum Weg geschnitten gehen. An diesem Hirsch noch nicht. Und ich habe mir mal die Hecken angeguckt, die hier Landwehr am Februar von diesem Jahr geschnitten sie gehen, für zu gucken, wer das da do an enger Vegetationsperiode gewusst, wo stellen Heckepflanzen a Beem ein Problem durch. Hier ist sicher kein Schnitt nötig. Die Heck wie beschrankt, ist nicht viel gewusst, an der Weg ist extrem breit. Dasselbe lernt diese beschrankt, wo der größten Teil weit vom Weg wegleitet, viel mehr weit, wie Heckepflanzen könnten an engem Jahr wachsen. An diesem nach Süden ausgerichteten Buschrand wachsen viel Schleifepflanzen. Und da müsst eigentlich lo viel Schleifefrüchte sein. Mehr das Resultat vom alljährlichen Geschneids weist sich an einer einzigen Schleife auf der ganzen Länge, die ich hier frontun. Och, und diesen Naturhecken lernst du Feldweh geht kein Leben an bei den Hecken von Frühjahr bis Winter zugelassen. Das bedeutet, dass ich auch hier am Hirsch keine Früchte von den häufigsten Heckepflanzen wie Schleifen oder Mullebutzen fanden. Das ist auf den zwei Seiten von dieser Naturheck nicht, nirgends auf der ganzen Länge. Wer fährt los, weil ernst wer nicht ein bisschen Leben, ein bisschen Natur zu. Auf der anderen Seite zur Wies zu, do, wo viel Männer geschnitten wird, weiß Heck, was sie so als Lebensraum zu bieten hat. Die Hecken gehen an der Gemeinde Kerch, Landfeldwehr alle Jahre geschnitten. Zum größten Teil ist das aber absolut unnötig. An diesen Heckenschnitten bedeutet Männer Blähen und den Hecken am Frühjahr, bedeutet Männer Biodiversität, die Natur dringend braucht. Dasselbe auch an der Gemeinde Birkrich. Hier habe ich mal den nationalen Velosweg PC12, bekannt als Erdstrecke, Hecken an Bordüren angeguckt. Diese Velosweg, von der beliebtesten, am meisten genutzten Veloswege von Lützeburg, durchkreuzt mit über 4 Kilometer die Gesamtgemeinde Birkrich. Auf beiden Seiten Hecken und Beem mit breiten Bordüren. An die Hecken, die hier all Jahre geschnitten sind, habe ich mir mal mit genau angeguckt. Ja, auch
Hai eng Heck weit vum Wee wäch, weet vun enger Wëllersbee wäch. Jo zingte, Di die Heck net haier annner Wute an de Wee. All Joer ëmmer ëm. Pummel am Joer Mulchimer hai. All Joer schneide ma Hecke an der froem Reis Biodiversitéit. Je wat net hai op eng Wëllerswee méigent. Lännecht eso e flotte Wëllerswee lossem also keng Natur zou. Wie wät muss nach am Hirsch bis un Hecken alles wäch gemeint ginn. Leier alle vermochte gelos, kilometerweit. All dëst ass secher kee Naturschutz, dëst ass a menggen Äen e Champeléieren vun der Natur. Wie wät féieren mar e gellege Krich géint Natur op Plätzen, wo Leiit eigentlich Natur sichen. Wie wät? Et ass bekannt, dat Hecken zu eise wertvollsten a wichtigste Lebensraum an eise Landschaften geheieren. Wie dëst vun der Umweltverwaltung ginnet vill Informationoen a Publikationen iwwer Hecken, dorënner och Detailer, wat rekommandéiert a wat verboten ass. Nee, d'Realitéit läncht Feld a Wëllersweer gesäit leider neierens so aus wie op dëser Grafik als enger Broschür vun 2019 vun der Umweltverwaltung. Dëst och net trotz Naturschutzsyndikater, déi sich em Heckepfleeg këmmeren. Die 3 Gemengen, wo ich e Blick op Hecke geworf vun, sinn all Member beim Naturschutzsyndikat Sigona. Op no vorhin huet man och Gemeng gar nicht mat gedeelt, dat den Heckerschnitt lo am Hirsch vum Naturschutzsyndikat Sigona durchgefauert as ginn. Der Naturschutzsyndikat Sigona, den an iwwer 40 Gemengen aktiv ass, schneit all Joer eng 300 Kilometer Läncht, Feld a Wëllersweer. Ech hunn de Responsablen vun dësem Naturschutzsyndikat gebieten mar eng Rei Froen an Informationoen ënner Äneren zu dem Heckerschnitt an der Gemeng gar nicht ze ginn. Doiwwer a weiteres méi an engem nächsten Reportage.